Mittler habe ich gewusst, dass ich aufgenommen werde. Aber das Original habe ich bewusst nicht sehen. Meine Geschichte, eigentlich schon predigt genug. Wir könnten schon abgehen miteinander, oder? Natürlich nicht. Ich habe in die Einladung geschrieben, dass ich in erster Linie Gott möchte Danke sagen und ihm der geben über mein Leben. Darum der Videoclip. Und ich dem Gott damit möchte Danke sagen. Mit dem Zeugnis, wenn ich zum Glauben an Jesus Christus kommen. Warum stand ich überhaupt da vorne? Der Andi hat gesagt, es ist schon ein Jahr her, es ist noch nicht ganz ein Jahr, wo wir das abgemacht haben. Es war nämlich letztes Jahr im August. Aber kommt eigentlich nicht darauf an. Warum stand ich da vorne? Ich habe letztes Jahr so ab und zu einen Gedanken gehabt, wie könnte ich meinen 60. Geburtstag feiern. Ein kleines Fest, ein grösseres Fest, wie auch immer. Ich habe das auch ab und zu im Gebet bewegt. Und während einem Gottesdienst, eben im August, der Andi hat Predigt, ich hatte die Leitung vom Gottesdienst, da vorne bin ich gesessen. Während wir Lieder gesungen haben, auf einmal hatte ich den Eindruck, Gott sagt mir, mach eine Predigt an deinem Geburtstag. Und lade Leute ein, deine Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen. Und ich habe Freude gehabt. Ich dachte, cool. Und das Thema habe ich gerade auch noch bekommen. Ein Leben, das sich lohnt. Ich habe das am Andi gesagt nach dem Gottesdienst. Er hat das eine coole Idee gefunden und wir haben den Termin da genagelt. Und dann so Folgetage, die nächsten 2-3 Wochen, hat es angefangen zu drehen. Ja, hey, ich habe da Leute einladen in den Gottesdienst. Dann noch derartige, die mit Gott nicht so viel am Hut haben. Meine Arbeitskollegen. Aber nein, also voll schräg. Mach mich lächerlich. Und dann ist mein Sinn gekommen, Moment, das ist sowieso, wenn ich Geburtstag habe, dann ist immer Skiferien. Dann gehen die Leute in die Skiferien, da sind so viele nicht da. Gott, das war keine gute Idee, das kann nicht von Gott sein. Weit gefehlt, das Jahr sind die Ferien um eine Woche verschoben. Und darum war es eben ein guter Termin. Ein Leben, das sich lohnt. Können wir glauben, ich habe noch, wenn überhaupt je, hat mich noch nie eine Vorbereitung für die Predigt so bewegt wie das mal. Was soll ich euch weitergeben? Was soll ich euch erzählen? Zu einem Leben, das sich lohnt. Was für Gedanken kommen dir? Die Jungen unter uns, was bewegt dein Herz? Willst du eine gute Ausbildung machen? Vielleicht Karriere? Eine Frau, einen Mann fürs Leben finden? Familie gründen? Oder zuerst einfach mal das Leben geniessen? So nach dem Motto, lieber verrückt das Leben genießen, als sich normal langweilen. Und die bereits in der Mitte vom Leben stehen oder schon zur älteren Generation, wie ich heute definitiv auch, hat sich dein Leben gelohnt? Die Frage muss jedes von uns selber beantworten. Ich denke aber, es lohnt sich, darüber nachzudenken, Bilanz zu ziehen. Was sagt denn die Bibel zum Leben, das sich lohnt? Zum Beispiel im 1. Korintherbrief 10,23. Alles ist dir erlaubt, aber nicht alles nützt dir. Oder
aus dem Alten Testament, Prediger 11,9. Du junger Mensch, genieße deine Jugend und freu dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Ist das nicht wunderbar? Das ist der Hammer für die Jugendlichen. Gott fordert euch auf, das Leben zu geniessen, zu tun, was das Herz begehrt. Und wenn ich die jungen Menschen anschaue, die Unbeschwertheit, ja, das finde ich herrlich. Wenn ich unsere jüngste Tochter, Paradebeispiel Magdalena, ja, die Lebensfreude, die sie hat, die Energie und eben die Unbeschwertheit, ja, da würde ich mir gerne etwas Scheiben abschneiden. Und unsere ältere Tochter, Sabrina, oder Thomas, der ältere Sohn, die sind schon ein bisschen ruhiger, ein bisschen vernünftiger vielleicht manchmal. Es gehört zum Leben. Verschiedene Lebensabschnitte. Das Leben geniessen. Der Vers geht aber noch weiter aus Prediger 11,9. Da heißt, sei dir dabei aber bewusst, dass du vor Gott für alles Verantwortung trägst. Alles ist dir erlaubt, aber nicht alles nützt dir. Das Leben geniessen, aber nicht auf Kosten der anderen, sondern das Leben geniessen in der Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Ich habe zwei weitere Verse aus dem Alten Testament herausgepickt. Sprüche 4,23. Da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Achte auf deine Gedanken, die andere Übersetzung. Denn von ihm, vom Herz oder von den Gedanken geht das Leben aus. Das ist ein Lieblingsvers von mir. Wenn wir da in die Tiefe drauf schauen, was bestimmt denn unser Leben? Gedanken. Dort mal schon geschrieben, vor über 2000 Jahren und länger zurück. Oder ein weiterer Vers, Micha 6,8. Mensch, dir ist gesagt, was dir gut tut. Und der Herr von dir fordert, Recht tun, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Recht tun, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Bibel ist voll von Aussagen, wo Gott uns möchte mitgeben für ein Leben, das gelingen soll. Was sagt denn Jesus selber? Ich habe hier auch zwei Stellen rausgepickt. Zum Beispiel Johannes 6,35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nimmermehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Oder das Gleichnis vom Hausbau aus dem Matthäus-Evangelium. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist mit einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gebaut. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Jesus vergleicht da den Hausbau mit dem Bau von unserem Lebenshaus. Wer meine Worte hört und sie tut,
gleicht einem klugen Manne, einer klugen Frau. Von dem her kommt auch Sprichwort: Wer Gott vertraut, hat nicht auf Sand gebaut. Können wir denn unser Leben nicht ganz locker auch ohne Gott leben? Natürlich können wir das. Und fast die ganze Welt, bis auf wenige Ausnahmen, tut es. Macht dann aber oft Gott für die Misere, die wir auf dieser Welt haben, dafür verantwortlich. Was ist denn das für ein Gott, wenn er das alles zulässt, wo wir als Menschen uns selber einbrocken? Zurück zu Johannes 6,35. Verstehen wir die Aussage von Jesus, dass er das Brot vom Leben ist, dass er uns einlädt, zu ihm zu kommen? Was sind Gottes Absichten für dies, für mein Leben, für ein Leben, das sich lohnt? Gott liebt den Menschen bedingungslos und sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Da gibt es aber eine Barriere. Schuld, Sünde trennt uns von Gott. Ich weiss, Sünde dürfen wir heute kaum mehr ins Maul nehmen. Was ist schon Sünde? Wir Menschen bestimmen, was gut und recht ist. Schliesslich stehen wir über der Sache. Und so eng kann das auch Gott sicher nicht gemeint haben. Wir sind Meister im Verdrängen und im Rechtfertigen. Die schlimmsten Übel auf unserer Welt sind nicht Krieg, Terror, Mord, Hunger, Missbrauch, Eifersucht, Neid, Betrug, Gier noch immer mehr und weiss ich was alles. Unsere schlimmsten Probleme sind nicht in erster Linie Arbeitslosigkeit, Klimaerwärmung, ein möglicher weltweiter Finanzkollaps, sondern das schlimmste Übel ist die im Mensch wohnende Sünde. Die Sünde ist der Ursprung, der Antrieb für das alles, was so schlimm und schlecht läuft in unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft versucht mit allen möglichen Mitteln, mit Aktionen, mit Programmen gegen die negativen Sachen, Strömungen vorzugehen. Ich habe vor 14 Tagen ein Interview gehört im Radio mit einem Jugendpsychologen. Es ist darum gegangen, was machen wir mit jungen Menschen, die in Syrien, im Irak waren und nachweislich bei mir dabei waren, jetzt zurückkommen in die Schweiz. Was machen wir mit denen? Wie können wir die resozialisieren? Wir müssen da sicher etwas machen, ist klar. Das kostet diese Granaten. Und so macht die Menschheit alles Mögliche gegen das, was wir falsch machen. Ich sage nicht, es braucht nicht Programm für Verbesserung etc. Aber es sind reine Symptombekämpfungen. Die Wurzel sitzt viel tiefer in dir, in mir, in uns. Die menschliche Sünde. Im Epheserbrief heißt es: Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr gewandelt seid, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt. Zeitgeist bereits dazumal, heute genauso. Der Zeitgeist will uns weismachen, dass wir es selber im Griff haben. Und an den Gott zu glauben im 21. Jahrhundert ist ja sowieso völlig Meschucke. Dabei entfernen wir uns immer mehr
von Gott. Er möchte es aber nicht einfach in einem selbstbestimmten Leben hocken lassen. Römer 2,4: Weißt du denn nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr leitet? Gott möchte, dass man von einem selbstbestimmten Leben umkehrt, zu einem Leben in der Beziehung und im Vertrauen zu ihm. Darum hat Jesus am Kreuz auf Golgatha die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Im Alten Testament, im Jesaja-Buch, Jesaja hat rund 740 Jahre vor Christi gelebt. Einige von euch sind sicher Qumran-Rollen, ein Begriff. Da sind Rollen, die man gefunden hat am Toten Meer, ein Hirtenbub, in den 50er Jahren, im letzten Jahrhundert. In Höhlen, in grossen Tontöpfen, haben wir viele alte Pergamentrollen gefunden. Unter anderem eben das Jesaja-Buch. Und Leute, die gesagt haben, ja, die Bibel die ist so viel Mal abgeschrieben worden. Das kann ja nicht mehr stimmen, was dort mal geschrieben worden ist und wie sie heute ist. Sind Lügen gestraft worden. Als Beispiel eben das Jesaja-Buch ist eine Rolle sehr gut erhalten gewesen. 250 Jahre vor Christi schätzt man, dass die geschrieben worden ist. Man hat das verglichen mit der heutigen Übersetzung vom Jesaja-Buch und hat festgestellt, bis auf Kleinigkeiten ist die heutige Übersetzung genau gleich wie dort einmal. Gott wacht über sein Wort. Das sagt er in der Bibel. Er hat Menschen ausgewählt zum Bibelschreiben. Er hat ihnen seine Gedanken gegeben. Das Jesaja-Buch, Jesaja ist man sagt, einer der grossen Propheten gewesen, hat viele Voraussagen, Prophetien. Eine davon, Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Da heißt er, Jesus Christus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Um unserer Missetat willen wurde er verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Auf dass wir Frieden haben. Jesus hat deine und meine Schuld getragen am Kreuz auf Golgatha. Er ist ganz Mensch und doch Gottes Sohn. Er hat uns die Tür aufgetan zu einer Beziehung zu ihm und zu Gott. Im 1. Timotheusbrief heißt: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle hingegeben hat. Wir alle werden einmal vor Gott stehen und Rechenschaft müssen ablegen. Im Römerbrief heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dass der Mensch überhaupt mal sterben muss, ist eine Folge von Sünde. Aber Gott verspricht, wer an Jesus Christus glaubt, nach einem lieblichen Tod ewiges Leben. Die Frage ist, ob wir bereit sind, unsere Schuld vor Gott zu bekennen und unser Leben Jesus anzuvertrauen. Oder ob nicht sein darf, was nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Ich sage es nochmal. Ob nicht sein darf, was nicht sein kann, weil es nicht sein darf.
weil wir es mit unserem menschlichen Verstand nicht fassen können. Glauben an Jesus Christus ist klar immer ein persönlicher, ein freiwilliger Entscheid. Glaube darf und kann niemals aufgezwungen werden. Wenn du und ich, wenn wir mal vor Gott stehen, wird nicht in erster Linie die Frage sein, was ich alles verbrochen habe in meinem Leben, die kleinen und die größeren Sünden. Sondern die Frage wird sein, einzig und allein, ob wir im Glauben Jesus als Erlöser angenommen haben. Epheser 2,8: Denn durch Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das ist ein weiterer von meinen Lieblingsvers. Es ist Gottes Geschenk. Wir können uns, du und ich, wir können uns durch Werk bei Gott gar nichts kaufen. Wir können nur mit ehrlichem Herz Jesus Christus annehmen. Die Frage wird auch nicht sein, ob du katholisch reformiert bist, ob ich in die Baptistengemeinde gegangen bin wie da, oder ob du sonst in eine christliche Kirche gegangen bist. Die Frage wird einzig und allein sein, ob Jesus dein und mein Herr und Gott ist. Dein und mein Herr und Gott. Dazu brauchen wir nicht irgendwelche Heilige. Wir brauchen auch nicht irgendwelche spezielle Heilspraktiken, esoterische Praktiken. Im Gegenteil, die führen uns nicht näher zu Gott, sondern von ihm weg. Es genügt ein einfaches, ehrliches, schlichtes Gebet, wo ich meine Schuld vor Gott bekenne und mein Leben Jesus anvertraue. Im Video habt ihr gehört, dass es bald 30 Jahre sind, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Bekehrung, wie die Bibel das nennt, ist der erste Schritt auf einen Weg in einem Leben mit Gott. Im Vertrauen auf ihn. Und wisst ihr da, was Schöne ist dabei? Wir dürfen Fehler machen. Gott ist ein gnädiger Gott. Er hilft uns aus. Er führt und leitet uns, wenn wir ihm vertrauen. Die Führung habe ich in vielfacher Hinsicht erfahren. Sei das in meiner Ehe, Familie, Freundschaften, auch beruflich. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Chef, der hat mir gesagt, weisst du, Röbi, Religion ist gut und recht, aber mit dem Geschäft hat das nichts zu tun. Das ist eine persönliche Sache am Sonntagmorgen in der Kirche. Ihr Lieben, dabei hat Religion mit echtem Glauben an Gott von der Bibel nur, wenn überhaupt, sehr wenig zu tun. Wir haben auf dieser Welt Hunderte von verschiedenen Religionen. Sie sind von Menschen gemacht. Es ist der Versuch, Gott zu finden. Der Mensch will durch irgendwelche Praktiken, Ritual, sich das Paradies bei Gott erkaufen. Leider auch durch völlig fanatische Ideologien, durch Verwüstung, Elend und Tod, wie wir es auch jetzt hören, durch den Islam, durch den IS. Wäre ein eigenes Thema, Klammern geschlossen.
Furchtbare Geschichte. Aber wie tragisch ist es, wenn Glaube an Jesus keinen Einfluss im Alltag, bei der Arbeit soll und darf haben. Was für ein toter Glaube, der nicht im täglichen Leben, in der Nächstenliebe spürbar, sichtbar und erfahrbar wird. Was für eine Tragik, wenn vermeintlicher christlicher Glaube sich reduziert, für leider oftmals leeres Ritual in einem Gottesdienst, in einer Kirche. Dann werden wir zu einer kirchlichen Karteileich, ohne gelebten Glauben. Ich habe gesagt, dass ich Gottes Führung in verschiedenen Hinsichten erfahren durfte. Da haben die jetzt gesagt, ein lohnendes Leben ist nicht immer himmelhoch jauchzend. Manchmal kann es auch schwierigere Phasen geben. Ein Beispiel davon möchte ich euch erzählen. Das war, als ich in Zürich gearbeitet habe. Ich bin hier in der Regel am Morgen um 5 Uhr aufgestanden, bin zu Abend oft spät heimgekommen, habe geschafft wie ein Pikte. Und von einem auf den anderen Tag habe ich praktisch nicht mehr geschlafen. Ich hatte klare Symptome von einem Burnout. Ich habe im Gebet geschrauen zu Gott. Darum bete, dass mir doch hilft. Ich bin dann mit dem Velo am Abend, mache ich etwa im Sommer, hier zu Abtwil auf den Hügel schauen. Es ist eine wunderbare Waldlichtung, der ganze Alpstein vor dir. Zu Abend vor der Dämmerung sieht man oft Rehe, Hasen, Füchse, hast du alles am Abend miteinander gesehen. Wunderbar. Ein schöner Ort, um ruhig zu werden, versuchen auf Gott zu hören. Das habe ich etwa gemacht. Also an diesem Abend bin ich bewusst aufgegangen und dann habe ich im Gebet gesagt, Herr, das kann so nicht sein. Siehst du das nicht? Ich verrebe da in dem Scheiß Zürich und knüttle mich kaputt. Habe ich denn so falsch gelassen, als ich mich für das entschieden habe? Bei wichtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich mir in der Regel bewusst Zeit genommen. Ich bin manchmal auch in unser Ferienhaus ins Wald gegangen, Tag 2, und habe das vor Gott bewegt, was dran ist. Das habe ich auch gemacht, als ich mich für den Job in Zürich entschieden habe. Und jetzt habe ich so falsch gelassen, habe ich gesagt zu Gott. Ich habe Gott nicht verbal gehört reden. Aber ich sage so klar. Ich habe auch gesagt, ja Röbi, aber ich habe dir nie gesagt, dass du dich auf Zürich kaputt krampfen musst. Und mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, ich habe gemeint, ich muss es selber machen. Ich habe Gott nicht mehr vertraut. Jetzt muss ich auf das Zürich abschließen, ich bin ja über 50, ich habe Familie. Jetzt hebe ich einfach durch und knüttle da, bis ich pensioniert bin. Und habe Gott nicht mehr vertraut, dass er vielleicht auch noch etwas anderes hat. Ich habe gemeint, ich muss es selber machen. Dann kann man es auch noch fromm zudecken. Weiter rauf, karrieremässig, habe ich nicht mehr wollen, hast du gesehen. Eher lieber einen Schritt zurück, dann verdienst du noch weniger. Ja, und dann kann ich ja freiwillig auch nicht mehr so viel spenden, oder? Man kann es auch noch fromm einpacken. Und ich habe gemerkt, ich bin völlig daneben. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und habe gesagt, Jesus, zeig mir einfach, wie es weitergeht. Was hast du parat für mich? Ich bin, weiss nicht mehr, Tag, 2, 3 später zu meiner Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, los, ab nächste Woche arbeite ich nicht das Minimum, aber mehr wie 9 Stunden arbeite ich nicht mehr. Zug arbeite ich auch nicht mehr und so weiter. 6 oder 7 Wochen später habe ich bereits einen neuen Job gehabt. Gott braucht da manchmal auch Menschen, ohne dass er ihnen bewusst ist. Mein Abteilungsleiter, Dani Kohl, ich weiss nicht, wo er sitzt, ist auch da, freue mich, Dani, bist da. Ich glaube, Gott hat dich dort einmal gebraucht. Danke für das Vertrauen,
was mir du hier geschenkt hast. Das war ein guter Entscheid für mich. Für dich hoffentlich auch. So habe ich gelernt, in meinem Leben Gott immer mehr zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass ich nicht Menschen gefallen muss. Das bedeutet nicht, dass nicht auch ich Wertschätzung und Liebe brauche. Aber ich weiss mich zuerst von Gott geliebt und treibt. Natürlich tut es mir gut, wenn Lucia, meine Frau, mir Liebe gibt. Wenn sie da ist für mich. Wenn ich Liebe von unseren Kindern, von Freunden spüren und erfahren darf. Wenn ich von meinen Arbeitskollegen, von den Vorgesetzten Wertschätzung und Anerkennung bekomme. Das ist es doch, was wir brauchen. Wo das Leben reicher macht und sich lohnt. Es sind die gelebten Beziehungen. Dort, wo wir bereit sind, in Beziehungen zu investieren, geschieht Leben, das sich lohnt. Dort, wo ich verschenke, was ich habe, sagt das Zeit, Arbeit, Wertschätzung, jemandem zulassen, vielleicht Geld, was es auch immer ist, dort geschieht praktische Nächstenliebe, die ich weitergebe, ohne etwas zurückzuwarten. Dort, wo wir Menschen annehmen, wie sie sind, ihnen Herzlichkeit und Anerkennung entgegenbringen, geschieht Leben, das sich lohnt. Dabei meine ich nicht, dass wir zu allem Ja und Amen müssen sagen. Im Gegenteil. Wir sollten klar sein in der Sache, aber fair und ehrlich im Umgang miteinander. Im praktischen Umsetzen ist das natürlich nicht immer so einfach, bin ich mir bewusst. Da sind wir auf Gottes Hilfe angewiesen. Aber aus der Beziehung zu Jesus, mit seiner Hilfe, in Menschen zu investieren, ist Leben, das sich lohnt. Können wir Beziehungen Tiefe über, die nur Gott schenken kann. Was nützt es, wenn du dir materiell alles leisten kannst, aber Beziehungen fehlen? Und du nicht mit anderen Menschen kannst teilen, geniessen und dich freuen. Darum bist dankbar für dein Leben und investiere dich in ein Leben, das sich lohnt. Was du liebst, was dir Freude macht, was dir Frieden gibt im Herz, das tue. Tu es und teile es mit deinen Mitmenschen. Geniesse das Leben, aber lass dich nicht vom Materialismus, von Einnahmen. Wer mich kennt, weiss, dass ich ein Geniesser bin. Ich geniesse es, in der Natur auszuziehen, Berge, die Farben, die frische Luft. Ich liebe es, mit meiner Familie, mit Freunden, Bekannten zusammenzuziehen, etwas zu essen, ein gutes Glas Wein zu trinken, auszutauschen, Gemeinschaft miteinander zu haben. Es ist aber ein wesentlicher Unterschied, ob wir uns vom Mainstream-Konsum von Einnahmen lassen oder ob wir bewusst geniessen. Geniessen aus Dankbarkeit. Zum Beispiel, dass wir in einem Land daheim sein dürfen, wo noch vieles in Ordnung ist. Dankbarkeit. Ich darf zurückschauen
auf 60 Jahre Leben in grosser Dankbarkeit. Auf ein Leben, das sich gelohnt hat. Ich bin dankbar für meine Frau, für die Lucia, für unsere Kinder, meine Eltern, Geschwister, für Freunde, für Glaubensgeschwister, für euch alle da. Ihr habt mein Leben bereichert. Ich bin Gott dankbar, dass ich durch Jesus Christus ein Kind Gottes hat dürfen werden. Mein Wunsch ist, dass ich mal vor Gott stehen darf und er mir sagt, Röbi, bist ein guter und treuer Knecht gewesen. Nicht, weil ich etwas Besonderes bin, sondern weil ich Gnade, die Liebe von Gott erfahren habe. Ich habe gesagt im Videoclip am Schluss, es ist der beste Entscheid in meinem Leben. Das ist es. Ich habe Gottes Liebe und Güte erfahren. Zum Schluss erlaubt mir, dass ich bewusst ein Wort an die möchte richten, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Oder mit dem Glauben an ihn, an Gott, wenig bis gar nichts am Hut. An die unter euch, die gekommen sind, weil ich euch eingeladen habe. Schön, bist du da. Danke für die Wertschätzung, die ihr mir auch entgegenbringt, dass ihr gekommen sind. Ich freue mich. Vielleicht tönt das für dich alles ein bisschen zu fromm, ja sogar abgehoben. Schliesslich tust du niemandem bewusst etwas zu leid. Du bist auch kein schlechter Mensch. Es geht dir ja gut. Du brauchst Gott nicht unbedingt. Dazu ist ja schon eine schwierige Geschichte mit dem Gott. Weil beweisen können wir ja nicht. Darum heisst es Glauben. Dass Jesus Christus gelebt hat, ist historisch klar bewiesen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob er tatsächlich Gottes Sohn ist. Für dich und für mich gestorben ist. Was wäre, wenn es den Gott tatsächlich gibt? Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und für dich, für euch ganz persönlich am Kreuz gestorben ist und deine Schuld getragen hat? Was wäre, wenn es das ewige Leben, wo Gott denen verspricht, wo Jesus glaubt, wenn es das tatsächlich gibt? Lohnt es sich nicht nur darüber nachzudenken, sondern sich einmal in der Tiefe damit zu befassen? Ich weiß, es gibt Dutzende Argumente dagegen. Die habe ich alle auch mal gehabt. Bis ich gemerkt habe, wir können es auch umkehren. Wie viele Argumente gibt es dafür? Es gibt viel, viel mehr dafür, ich kann es euch sagen. Es ist mir bewusst. Mit dem Verstand ist es nicht zu fassen. Der längste Weg vom Glauben ist der vom Verstand in unser Herz. Du weisst es erst, wenn du den Schritt gemacht hast. Wenn Jesus als dein Herr und Gott angenommen hast. Erst dann checkst du es. Die Bibel sagt, der Heilige Geist gibt dir Zeugnis, dass es Gott gibt und dass du ein Kind Gottes geworden bist. In diesem Raum gibt es viele Leute, die dir das bezeugen können. Auf dieser Welt gibt es Hunderte, Tausende, Millionen von wiedergeborenen Christen, die dir bezeugen können, in dem Moment,
wo ich kapituliert habe vor Gott, wo ich bereit war, meine Schuld vor ihm zu bekennen. Mit ehrlichem Herz und ihn eingeladen habe, dass er in mein Leben kommt. In dem Moment habe ich gewusst, dass der Gott gibt. Gott lädt dich ein. Der himmlische Vater streckt dir in Jesus Christus seine Hände entgegen. Was hindert dich? Was hindert dich, Jesus zu vertrauen? Ich möchte dich ermutigen. Nimm seine Hand. Ergreif sie zum Leben, das sich lohnt. Ergreif sie zum Leben, das sich lohnt.